Fischknusperli ohne Bierteig, aber trotzdem im Teig selber gemacht. Und das mit dem Ninja Airfryer und mit stetig Gewürz, das 100% funktioniert im Airfryer. Wie das funktioniert, siehst du jetzt gerade, bleib dran. Endlich Fischknusperli ohne Bierteig, weil das Bier trinkt man lieber selber. Dazu? Ja. Geht's denn ohne? Ich hoffe es. Also erzähl mal, was machst du denn da? Also wir machen eben Fischknusperli im Airfryer mit dem richtigen Gewürze für die Airfryer. Nehmen wir dafür Fischfilet, habe schon so in Stückchen geschnitten. Nehmen wir Paniermehl, machen aber dazu noch eine Soße. Zum Dünkeln. Genau, das ist wichtig. Oder? Das ist das Wichtigste. Genau, Dann machen wir so eine Tartar-Soße mit Creme fraiche, mit Mayo, mit Essiggurke, Schnittlauch, ein bisschen Dill, wenn man gern hat. Und die Zitrone ist da. Wir werden ihn auch verwenden. Am Schluss siehst du warum. Und alles im Airfryer? Alles im Airfryer. Mit dem besten Gewürz, das immer funktioniert im Airfryer. Auf jeden Fall. Ich bin mega gespannt. Du, ich kann mich jetzt ausruhen, nimm das Bier, das du nicht brauchst für den Bierteig. Und du kannst Bier holen, so ein kaltes Bier bringen dazu. Bleib dabei, machen du ein Like an. Wir haben gemerkt, die meisten verschrecken, wie schnell dass die Kochshows jetzt gehen, weil der Airfryer und stetig Gewürz und Patrizia ist so schnell. Jetzt Däumchen rauf. Danke vielmals. Fürs Heben. Bis Los. gleich, ja. Danke. Bleib dran. Wir machen wirklich ganz einfach. Ich habe hier Fisch. Ich probiere jetzt ohne meine Hände mit Fisch schmutzig zu machen, damit ich weiter hier arbeiten kann. Dann kommt auf Fisch Fischgewürz. Das Schöne am Fischgewürz ist, ich habe schon alles, was ich für den Fisch brauche. Ich brauche eben wirklich nicht mehr viel dazu. Der hat sogar schon ein bisschen so Reismehl dazu, das dafür sorgt, dass es eine feine Kruste gibt. Ich will aber so in Form von Knusperli haben, dann nehme ich nachher noch das Paniermehl. Und damit alles schön haftet, mache ich ein bisschen Olivenöl. Und dann ist jetzt wirklich wichtig, dass ich überall dieses Olivenöl habe und natürlich das Fischgewürz auch, damit ich das nachher auch schön in den Paniermehl panieren kann. Ich glaube, es darf noch ein bisschen mehr Fischgewürz sein. Ich habe gemerkt, die unteren Stückchen hat es nicht so viel erwischt. Ich nehme hier wirklich nur das Fischfilet genommen und so in ein Stück geschnitten. Ein bisschen wie Fischnuggets gemacht. Lege schon die erste hier rein. Dann werde ich von Zeit zu Zeit meine Hand schon waschen müssen, sonst paniere ich die Hände zu fest. Aber ich mache das jetzt wirklich so direkt. Und was du vorher nicht gesehen hast, aber was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe hier meine Schublade vorbereitet mit so Backunterlagen. Das hilft nachher beim Putzen. Und probiere einfach, möglichst keine übereinander zu legen, sonst bleiben sie knusprig. Also, werde das mit allem Fisch machen. Schön hier im Paniermehl, überall wenden und dann meine Schublade füllen. Und erst dann natürlich den Backvorgang oder den Frittiervorgang starten. Einfach jetzt da, hoppla, die Schüssel bleibt. Da rein. Dann starte ich, können die Hände dann waschen. Machen wir wieder 200 Grad. 10 Minuten. Und los. Hände waschen und dann komme ich so unsere Soße vorbereiten. Ich nehme hier meine Essiggurke, tue die so längst Viertel. Man kann natürlich noch kleiner machen. Machen wir, oder? Geben wir uns Mühe. Also dann tue ich die Achteln. Dann habe ich nachher nur ganz kleine Würfel. So, so und so. Schneiden wir das schön. Zutatenmenge wie immer. Da unten, gerade unterhalb von den Liken. Also kannst du auf dem Weg zur Zutaten gleich liken, weiterleiten, kommentieren. Korrigieren, wenn etwas vielleicht nicht stimmt. Das ist schon passiert, dass etwas bei den Zutaten gefehlt hat oder zu viel war. Also so unbedingt schreibt uns. Gell? Die anderen sind auch froh, wenn es nachher stimmt. Also, ich mache zuerst hier die flüssige Sache drin, nämlich meine Creme fraiche. Da könnte ich so löffelweise essen, ich sage es euch. Eine ungern. Mayo, selbstverständlich kann man auch eine selbstgemachte Mayo nehmen. Habe ich hier, mache ich jetzt auch wieder ein bisschen Fischgewürz. Es geht nur darum, dass der Fisch mit der Soße so kommuniziert. Ja? Und ich mache natürlich das Herdäpfelgewürz in die Soße.
Wenn man gern hat, mache ich noch ein bisschen Dill dazu. Ich finde, es passt sehr gut zum Fisch. Ich schneide noch meinen Schnittlauch, dann kann ich die gleich zusammen hier mit dem Gurke zur Soße geben. Auch möglichst fein schneiden. Und wenn du da am Schnittlauch so Stücke hast, die schon so gelb sind oder nicht mehr so schön, bitte nicht zu der Soße geben. Die Soße habe ich gar noch nicht umgerührt. Mache ich gerade alles zusammen. Essiggurke, Schnittlauch noch dazu. Riecht fein. Ich rieche hier schon Fisch mit der Soße. Es passt. Mach ein bisschen Olivenöl drin, dann ist die Soße geschmeidiger. Weißt du, was ich meine? Dann ist die Soße so sämiger. Also ist soßiger. Soßiger gibt ab jetzt das Wort. Siehst du, wie schön? Und so einfach, so schnell. Habe ich meine Soße. Wir haben noch Zitrone. Wofür? Der kommt einfach auf dem Teller. Wenn es Fischknusperli fertig sind, dann haben wir einen schönen Zitronenschnitz drauf. Das passt einfach. Ich spüle das zuerst ab. Airfry ist ideal für die stetige Rezepte. Weißt? Es ist schnell, so wie mir auch. Mach schon schön so. Dann haben wir hier schon bereit für die Fische, die nachher noch dazu kommen. Achtung! Achtung! Juhu! Pipst! Wenn es pipst, heisst. Ich habe schon Angst, wenn wir da nur Zitronen essen. Ich glaube, ich mache das mal so. Wow! Jetzt Soll ich nicht helfen? verbrennen. Nein, das sollte schon gehen, sonst habe ich Angst, weißt, ich verbrenne dich und mache es noch schlimmer. Schau mal schön. Und Ja, dann- irgendwann hat man auch einen Hunger als Gewürzmischer, oder? So, genau. Das ist ja so. Kann ich noch schaffen. Ne? Da haben wir Fischknusperli mit der feinen Tartarsauce. Zitrone wäre so drauf noch. Ein bisschen. Wow. Ja, probieren. Aber sofort. Schön sind wir noch dabei. Jetzt wäre definitiv wieder ein Däumchen nach oben fällig. Abonnieren, den Kanal teilen. Mega wichtig. Schreibt jetzt mal in die Kommentare rein. Essen der Fischknusperli mit Gabel oder nicht? Ich sehe aber hier noch ein Kannst du auch Highlight. noch dazu? Ich weiss, es hat schon Soßen, aber Ja. ein bisschen, was die beste Nimmst ist du auch einfach mit so. denen? Die beste ist einfach die beste. Ne? Schaut mal. So, schön, gut. Gebe ich auch noch dazu. Und dann tue ich von der auch da auf das Tellerli. Dann kann ich da einfach tippen. Und ich habe mega gerne Zitronen. Und die kommen sogar von der Amalfi-Küste, habe ich gelesen. Finde Ja, ich mega hast du die gut. richtig gekauft? Gut. 3, 2, 1, los. Ja, ui. sehr Also, gut jetzt. das ist ein kleines Fischknusperli. Das war ein kleiner Fisch, ein Goldfisch. Natürlich. Da hat mir gefällt jetzt, dass wir beim anderen Aquarium würden plündern. Moment, da. Ja, sind eben die Forellen sind ein bisschen klein gewesen, da in der Tour rein. Also da unten gebe ich sogar so die Vorschläge, welche Fische man nehmen kann. So Fischknusperli. Eben Forellen zum Beispiel. Nein, Forellen. Goldfische. Forellen geht, glaube ich, nicht. Nein, ja doch, Filet würde auch gehen. Es wäre einfach so schmal. Sehr fein, sehr knusprig und wirklich ein Geschmack wie im Restaurant. Einfach ohne Bier. Das Bier habe ich schon getrunken, darum kein Bierteig. Wenn ihr es gleich noch mal möchtet sehen, jetzt ist die Zeit fürs Like unten dran. Folgt uns auf allen Kanälen, teilt uns teilen. Patricia, danke vielmals. Sehr gerne, danke auch. Wir sind Ninja, danke vielmals Und danke vor allem dir, dass du dabei fürs bist. Zuschauen. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. Ja. Und dann Kommst du noch probieren. mal? Ist es nicht so heiß? Fein. Kann man auch probieren. Also danke. Tschüss, Ciao, ciao. miteinander. Ich sollte nicht reden mit vollem Mund. Haben Sie es schon gedacht? Nein, das sollte man nicht machen.